Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Let's Multiplay Session hier auf Schweizerdeutsch, jetzt ausnahmsweise mal FIFA 16. Dabei haben wir im Trainerstab vom Ecuador der Gregor Let's Play. Sali. Alle miteinander. Zu der Aufstellung. Ich komme jetzt nochmal ganz knapp dazu. Wir Haben probieren wir es. ursprünglich etwas wollen sagen, aber ich lasse es jetzt doch sein, weil da mit Ecuador kenne ich mich jetzt doch nicht aus. Ich habe zwar eine Nachbar, die kommt von da hin, aber Ab ja, Häuser wir haben mal. einfach die stärkste Elf aufgestellt. Wir haben zum Beispiel den Caicedo im Sturm rein da, der Montero auf die linke Mitte und der Avoy auf die linke Verteidigung. Eraso in die Innenverteidigung und ich glaube, der Rest ist sogar von Anfang an so gewesen. Also, Der Rest ist von Anfang an so gesehen und dann sonst kannst du ja schnell deine Nachbarn schnell überholen, die sollen wir da schnell helfen. Nein. Ähm, Nein, also ich denke, das ist sicher mal eine gute Idee, weil wir wissen ja gar nicht, wie die Mannschaft spielt. Wir haben bis jetzt noch kein einziges Spiel mit der Mannschaft gespielt. Das heißt, wir wissen nicht, wie die Spieler spielen, wie sie reagieren, wie sie spielen. Und als Trainer eine Aufstellung zu machen, ohne das Wissen, ist noch recht schwer. Und ich denke, das ist ein guter Startpunkt. Und möchtest du dir noch... Ja. ich denke, wenn es funktioniert, spielen wir einfach nach dem Motto Never Change a Winning Team. Genau. Es ist ein Länderspiel und zwar FIFA World Cup Qualifikationsrunde, Gruppenphase. Sicher ist es ein Länderspiel, wenn du mit einem Land spielst. Also. Ja, ist gut. Jo, jo, okay. Hast mich Ich weiß, es überzeugt. wird ja wohl kein Ligaspiel sein mit der internationalen Mannschaft. Der Nazi. Wieso nicht? Könnte mal etwas Neues sein, ja. Ja, man könnte eigentlich mal voll so eine Liga machen. Und Länderliga. Ja, mit so 3-Punkte-System, halt so wie die normalen Ligas, wäre noch voll interessant. Wieso? Jetzt hast du doch auch 3-Punkte-System, oder nicht in der Gruppenphase, oder nicht? Oder 2 Ja, Punkte? schon. Ist denn Gruppenphase? Ja. Ja, dann ist auch Punktesystem. Du. Boah, eine große Gruppe. Hey. Oh, mit Kann sein, Brasilien. dass sie da einfach ganz Südamerika in Das ein Ding gepackt haben. das kann möglich sein. Gegen Argentinien und Brasilien dürfen wir dann auch noch antreten. Hui, 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 hui. Ich meine, Ja, Ecuador hat ja schon gegen Argentinien gewonnen. Und Peru auch schon. Also. ja, das sicher, aber nicht, wenn ich so spiele. Nein, also, ja, doch, wird eine interessante Qualifikationsrunde da in der. Ja, du siehst, es ist Ligaphase, siehst du? Bin nicht immer so schlecht gewesen. So, trainieren können wir nicht, weil der Spieltag ist. Und gestern haben wir auch nicht können trainieren. Und ja, ich würde sagen, wir probieren jetzt einfach mal das Beste, was geht, oder? Was Gegen, willst du groß anders machen? hau der Cheat rein, wir müssen gewinnen. Gegen Uruguay spielen wir übrigens in El Libertador am 9. Oktober 2015. Hey, wir spielen in der Vergangenheit. Der Schiedsrichter ist wie heißt der Schiedsrichter? Marcio Herrera Lomba. Und es ist bewölkt. Na, Halleluja. Wird lustig. Wie gewohnt überspringen wir das Training. Dann sind wir eh nicht gut. Einfach immer schön im Plural reden, damit ich mitschuldig bin am Schluss. Damit du nicht schuld bist, oder was? Ja, sicher. Ist schön, weil wir in diesem Training so schlecht sind. Uruguay ist irgendwie noch ein interessantes Fußballland. In einem internationalen Vergleich irgendwie nicht so schlecht, aber sie sind irgendwie auch voll nicht so gut. Also vor allem bunt sind sie, wenn du die Schuhe anschaust. Ja, jetzt. Ja, überlegt mir.
Sind wir da auf der Bowlingbahn? So, mal gucken, was wir da jetzt machen. Ja, wenn wir dann das einmal ausgeglichen, oder? Pressing und Konto. So, jetzt. So. Okay, wir fangen mal an. Bringen wieder wie im FC Basel auch Ruhe ins Spiel. Findest du nicht Erpressung und Konter beißt sich ein bisschen? Doch, Weil Konter ist ja defensiv und Pressing ist, du willst Druck ausüben. Also. Ich weiß ja nicht. doch, hast du recht eigentlich. Also entweder oder. Ja, Flügelwechsel passt. Wäre jetzt eigentlich noch voll toll, wenn der Valencia Kopfball stark wäre. Ja, das könnte noch möglich sein. Du hast eigentlich am Rest gerade so eine Uhr gekauft. Und. Wo das Fußballergebnis gibt. Oder was? Nein, aber dafür das Datum. Oh cool. Ah, Cavani, den kenne ich doch. Der hat doch 2013 bei Paris Saint-Germain gespielt, soweit ich weiß. Maxi, die haben noch herzige Namen. Also Verteidigung hat Ecuador eigentlich eine gute. Ausser dass ich jetzt einen Fehlpass gemacht habe, aber sonst. Gut. Ja, das setzen sich schön durch. Alle Achtung, meine Damen und Herren. Oh, das ist der falsche Knopf gewesen. Eigentlich hätte es einen Schuss hätte sein. Die Flankenball geworden. Ich doch nur in Frame per Second. Hey, ich glaube, wir müssen da langsam irgendetwas daran ändern. Das geht doch voll in Ordnung. Ich sehe ja, was passiert. Die wichtigsten Sachen siehst du ja, gell? Ich freue mich, wenn ich wieder mit Basel spielen kann. Ich fühle mich richtig nutzlos mit Ecuador. Jo, es ist eine Mannschaft, die man halt nicht wirklich kennt, oder? Ja. Und die haben den Muslera im Goal. Ich weiß schon Auch nicht mehr, wie man schießt. Mit. Wo ist jetzt mein Controller? Oh, verdammt, ist der verreist? Ich glaube mit B. Weil ich gerade Tastenfolge richtig im Sinn habe. Ich weiß nicht, wenn der B jetzt Flankenball ist oder Schießen, weil es gibt eben zwei verschiedene. Eben. Das Problem ist, ich weiß nicht, welche. Okay, B ist Schießen. Schau, bin ich gut, aber nicht. Du bist der Beste. Herzig. Madeira. Das Spiel hat aber auch. Ist ja recht statisch. Ja, schon ein bisschen. Oh, jetzt aber. Ist ja bald EM. Oh! Ah ja, sag's nicht. Hey. Komm jetzt, was ist denn das jetzt für ein Foul gewesen? Das ist ein normaler Kopfballversuch gewesen. Ist ein Goalie reingesprungen, das also sogar ich mit meinem One Frame per Second. Hey, ich kann ja nicht dafür, wenn der Goalie einfach rumsteht und im Weg steht. den Ball hat. Eben ja. Das ist eben das Entscheidende in der Situation. Er hat den Ball und du kommst schnell in ihn rein. Ich bin zuerst gekommen, bevor er den Ball hatte. Nicht beim Schiri diskutieren. Ich diskutiere mit dir. Egal, aber du diskutierst echt symbolisch beim Schiri. weil Ja, du ist schon darfst klar, ihn ja. entscheiden. Kann ich eigentlich auch Zuschauer fragen, oder? Ist das jetzt ein reguläres Foul gewesen, oder hat man das auch können laufen lassen? Ist ein reguläres Foul, beißt sich das nicht ein bisschen? Was? Ein reguläres Foul. Ja, reguläres Foul ist... ist ja eine irreguläre Aktion. Oh. Ja, gut. Also ich habe heute, du merkst, heute habe ich es irgendwie so mit dem Bissen. Pressing und Konto.
Funktioniert denn da einmal etwas? Da Nein. bringt so ziemlich beide Seiten nichts stand. Ja, wir wollen es ein bisschen spannend machen, weißt du. In Wirklichkeit ist das Spiel eingekauft, weißt du. So wie es läuft, könnte man das wirklich gerade meinen. Aber wir probieren es ja. Ah ja. Wenn ich das gerade kurz gemeint, es müsste abschmieren, aber jetzt habe ich wieder Bild. Ja, cool. Also wir sind jetzt beim Einwurf. Habe ich wieder Bild. Ah, also die Flankebälle sind nicht unbedingt die optimalsten. Boah. So, Ecuador. Was machen wir? Lücken auf. Alter, der ist aber gut. Ja, der Cavani, soweit ich das gesehen habe. Ja. Der ist, glaube ich, sogar noch relativ gut. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Unnötig das Goal, unnötig. Unnötig das Goal. Das hat jetzt absolut nicht müssen sein. Da haben wir den Cavani. Aber gut, vielleicht bringt das jetzt ein bisschen mehr Action ins Spiel. Ich glaub's nicht. Ja Oder gut, doch? aber ich habe das Gefühl, Ecuador ist auch ein bisschen die schlechte Mannschaft als Uruguay. Ach Quatsch, Ecuador zieht das Ding jetzt noch in der zweiten Halbzeit noch ins Ich Ganze. meine, die haben den Muslera, der Rodriguez und den Cavani. Ach, das heisst nichts. Wir haben den Valencia. Glücklich sein mit dem, was du hast. Genau. Ah, das packen wir schon, ey. Das war ja. Hallo? Gut, Peru liegt auch gegen Argentinien mit 2:0 in Rückstand. Also. Aufstellung würde ich glaube so lassen. Mein Ja. ist ein kleiner Fahrer von mir gewesen. Ja, Heiligsblechle. So, jetzt aber. Ich habe da gar nicht gesehen. Oh, die Schreie hier oben. Hä? Das fällt dir extrem auf, wenn du zum Beispiel das Ding, ein Testspiel schaust, ohne grosses Publikum. Wenn das Junge schreien. Ja. Okay. Also zum Beispiel im Jockel, also im Basler Stadion, hörst du nie etwas, das ist klar, da hast du auch Stimmung. Aber in so einem Testspiel, zum Beispiel auch gegen Aarau oder so, die haben halt so ein kleines Stadion, da hörst du alles. Spiel zu schauen ist noch recht traurig. Nein! Er hat nicht draussen gesehen, du hast Linie gesehen. Schiri! Ich sag doch, das Spiel ist eingekauft. Und parteiische Schiedsrichter her. Was ist jetzt? Ah, eben gesehen, jetzt wegen was auch immer. Ja, du hast etwas wollen sagen. Ich bin gerade am überlegen, ob es wirklich gescheit ist, einen rechten Verteidiger einzukaufen, wenn wir die Transferperiode haben. Weil- Für Basel. Weil wir haben ja noch den Michi. Und der macht das ja auf der rechten. Und als Ersatz für ihn haben wir ja immer noch den Chaka und da ist das Team eigentlich nicht gross unterbesetzt. Ja, das ist wahr, aber ich habe jetzt gerade ein bisschen. Alter! Nein, 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 raus mit dem. Also ich habe das Gefühl, das Geld könnte man gescheiter investieren. Hey, das ist doch ein Foul gesehen, hey, Körpereinsatz, wir sind da nicht im Rugby. Bei mir ist es schon ein Foul gewesen, doch. Rugby ist glaube ich sogar noch geordneter als Fußball von der Fouls her. Hallo! Also kommen die zum Schuss? Aber ist halt nicht Basel, oder?
Nein, absolut nicht. Also in der ersten Halbzeit haben sie mir einen besseren Eindruck gemacht da mit der Verteidigung als jetzt. Ah, das hast du mir auf eine Idee gebracht, einen Verteidiger könnte man posten, also einen Innenverteidiger. Ja, da haben wir nicht wirklich viel, ja. Nein, wir können den Hüg shooten und können dann... Nein, den Hüg kannst du gar nicht shooten, stimmt. Da muss ich Hallo, noch wo sind die Spieler? Ja, das Spiel ist gelaufen, da passiert nicht so lange. Ach, jetzt, glaubt doch mal an unsere Mannschaft. Basel ist meine Mannschaft in Ecuador. Sie gehört jetzt auch zu uns. Wer hat sich eigentlich für Ecuador entschieden, du oder ich? Löslos. Ah ja, genau. Was hat es noch gegeben, Venezuela, glaube Oh ich. ja, ich glaube irgendwie so. Ich weiß nicht, ob das jetzt mal später gewesen wäre. Ey, komm jetzt, komm jetzt, komm jetzt, komm jetzt, komm jetzt, komm jetzt. Los. Komm, mach das Scheiß drin. Nein! Ja! Seht ihr, ich habe ja gesagt, wir haben noch Glück. Chance. Ah, der Kai da. Ne? Kai da. Entschuldigung, ich habe nicht beleidigen. Machst doch nicht. Seht ihr, ich habe ja noch gesagt, da ist noch alles offen. Eindeutig. 1-1, unentschieden, ist alles wieder offen. Ich habe nie an deinen Fähigkeiten gezweifelt. Ja, Beziehungsweise an der Mannschaft. irgendwie habe ich das auch anders beim Gehör. Auch noch ein Fail zu Basel oder... Nein, das erzähle ich in einer anderen Folge. Das ist passender. Ich könnte jetzt Ja. etwas über Ecuador erzählen, aber ich weiß nicht über Ecuador. Kann ich kurz auf Wikipedia gehen? Kannst du ja ein bisschen etwas über das Land erzählen? Ecuador. Mach ich jetzt. Da habe ich kein Internet, das ist das. Wieso hast du jetzt keinen? Das ist noch interessant. Ja, durchaus. Egal. Ihr wisst ja alle, wo Ecuador ist. Natürlich. Irgendwo auf dem Planeten. Das ist jetzt nicht irgendwo bei Bolivien. Jawohl, siehst 2:1 für Ecuador. Glaub doch endlich an die Mannschaft, ey. aber ich muss sagen, die Reaktionen von der ecuadorischen Fans ist einfach himmeltraurig. Oh, ist das jetzt ein Eigengoal gewesen? Also die Reaktionen vom ecuadorischen von der ecuadorischen Zuschauer, kein Jubel, nichts. Eine hure stille Ecuador. Schon gekauft. Die wissen das Ergebnis schon im Vorhinein. Sie warten nur noch auf die Minute, was folgt. Wie siehst du das Spiel geht 3-1 aus? 3-1. Okay, das ist deine Wette also. Könnt ihr jetzt, Ich würde lachen. ich könnte das ja jetzt manipulieren. Nein, jetzt habe ich den falschen Knopf wirklich. Also nicht absichtlich gedruckt, aber. Du könntest ja mit Photoshop das so durchhelfen, auf so Ja, ein genau. Drehzeichen. Warte doch jetzt, das Spiel ist noch nicht fertig. Kommen die Bässli an. Interessant. Lösch, 3-1. Kann ich gesagt? Du bist gut, ey. Aber jetzt muss man auch wirklich sagen, dass gegen was spielen wir? Ungarn, hä? Nein, Uruguay. Ah ja, gegen Uruguay, ja. Dass Uruguay irgendwie zum Zusammenfallen ist. Und wir können sagen, die Aufstellung haben wir perfekt getroffen, so wie wir sie haben. Beziehungsweise es ist nicht so eine starke Mannschaft, aber
Ich glaube, ich muss nach dieser Aufnahme kurz runter schauen, was da mit meinem Internet los ist. Ja. Also ich bin ja noch da, also von dem her. Ich habe halt, es ist halt so, ich habe einen WLAN-Router gekauft, wenn du weißt, was das ist. Ja. Also, für alle, die nicht wissen, das ist das Teil, das tut als WLAN-Signal repeat und somit verstärken. Da gibt es mir halt immer die Meldung, es wäre noch nicht verbunden, obwohl es das eigentlich schon ist. Muss ich nachher kurz runter schauen, was da los ist. Oh, das ist Offside. Ja. Der Valencia ist im Offside. Aber Internet hast du ja, weil sonst könnte ich ja da nicht quatschen. Ah, jetzt habe ich wieder. Das ist ja interessant. Ach so. Da Ecuador. Das ist aber Offside gewesen. Oh, schön. Nein, meine Wette. Was? Deine Meine Wette? Wette. Du musst jetzt verteidigen. Wäre jetzt schwer enttäuscht, wenn es irgendwie 4-1 oder 3-2 wäre. Nein, 3-1. Aber ich glaube, wir könnten das eigentlich wirklich mal veranstalten. Eine Vorschau machen und dann wir Zuschauer Wetten abschließen, wie das nächste Spiel ausgeht. Also República del Ecuador. Nationalhymne Salve o Patria. So. Okay. Zwischen Kolumbien und Peru und hat etwa 15 Millionen Einwohner. Ecuador. Hauptstadt heisst Quito. Die grösste Stadt Guayaquil liegt an der Pazifikküstenebene, genannt Costa. Das ist interessant. Ja. Nationalpark El Cajas. Also wir Im lernen. Nordwesten von Südamerika und ist geografisch, topografisch, klimatisch und ethnisch eines der vielfältigsten Länder der Welt. Ecuador. Ecuador, ja. Okay. Grenzt an Kolumbien, an Peru und am Pazifischen Ozean. Ja, da kannst du noch recht gut rumgehen dort unten. Ja. Oben. Ja, Unten, oben. ja Ja, wie von zu viel uns schon. aus, von uns aus gesehen unten. Gut. Also ich denke, das ist ein ausgeglichenes Spiel gewesen. Wir haben Uruguay ein gutes Gefühl gegeben, indem wir sie mit 1:0 in der ersten Halbzeit in Führung gehen haben. Und dann haben wir halt in der dritten Halbzeit, ja, in der zweiten Halbzeit doch das Knöpfchen gedrückt für ein umgekehrtes Ergebnis zum 3:1. Und das ist doch ein sehr guter Auftakt gewesen. Und gegen Basel, also mit Basel, das wird noch eine Zeit gehen, bis wir mit Basel wieder spielen können. Das ist traurig. Das ist jetzt, glaube ich, aber jetzt, weil Länderphasen halt Ja, das sind. ist Länderspielpause gerade. Und also das nächste Mal dürfen wir gegen Peru antreten. Das wird sicher auch noch interessant. Peru hat ja gegen Argentinien 3:0 verloren. Also, ja, doch. Und wir haben 3:1 gewonnen, das ist ja schon mal gut. Kann man schon mal machen. Messi hat 2 Goal geschossen und ist mit unserem Caicedo ja, auf dem ersten Platz so quasi von der Top-Torjäger. Bis jetzt. Also irgendwie fühlt man sich doch da als Trainer von Ecuador doch sehr lobend, wenn eigener Stürmer gleich gut ist wie ein Messi. Ja gut, da sage ich jetzt nichts dazu. Okay. Gut. Dann denke ich, war das schon wieder gesehen. Ist jetzt eine schnelle Folge, du. Ja, weiß gar nicht wie lang. Nein, ich denke, das war's gesehen. Ist ein erfolgreiches Ergebnis. Wir können zufrieden sein mit Ecuador, mit unserer Leistung. Und vergessen den Daumen nicht und bleibt auch beim nächsten Mal dran. Und was mich noch interessieren würde,
ist, wie ihr das neue Format findet auf Schweizerdeutsch FIFA 16 oder ob ihr auch wieder zurückwendet, also nicht auch, oder ob ihr zurückwendet wieder aufs hochdeutsche FIFA 2016. Das würde uns wundern und schreibt es auch in den Kommentaren. Unser Gregor ist jetzt ganz leislich. Ja, ich kann jetzt echt denken, du machst jetzt also eine Verabschiedung und gibst mir dann das Wort. Also, Ah, okay. hat nicht so funktioniert. Also ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal und übergebe das Wort am Gregor. Ja, und ich verabschiede dich jetzt auch. Wenn du uns wissen, wie es Schweizerdeutsch ist. Ja, hat mir Freude gemacht. Tschüss.